Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben von Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM, Brookline, das Retzernach, Meir David. Wir haben ein sehr interessantes Programm für euch heute. Heute habe ich ein Interview mit Dina oder Diana Godiner Cohen. Ich will erklären ein bisschen wegen ihr, für sie was wissen nicht. Und später im Programm wollen wir hören wegen einem großen Konzert, was kommt vor dem kommenden Sonntag in Andenk von Bela Schechter Gottesmann. Dina Cohen ist eine Frau, was ich habe erst interviewt in März von dem Jahr mit 5 Chadashim zurück schon. Das gewinnt beim Samen Anheb von unserer einseitigen Magefa. Entschuldigt mich, was ich habe so lang genommen, das überzugeben bei euch. Aber ich habe noch was zu entschuldigen. Das ist ein Meister, was zieht sich zurück zum Jahr 2008. Damals habe ich begegnet Dinas Cousin in Israel. Aber Dina hat nicht gar keine Verbindung mit dem und wegen dem ist ein Stückel Familie, Mischproche, Geschichte. Ich habe begegnet ihr lang verlorenem Cousin auf der Gas in Israel. Ist gewesen ein Gasmusiker und hat mir erzählt, als ist der Cousin von Daniel Shore. Daniel Shore ist aber bekannt auf der ganzen Welt, weil ist gewesen ein größer Journalist. Gestorben ist in 2010, aber alle haben ihn gekannt. Auch viele in Russland hat man ihn gekannt, weil in 1955 hat etabliert ein neues Büro in Russland und in 1957 hat interviewt Nikita Khrushchev für Face the Nation. Und jetzt wird ihr hören ein paar Höhepunkte von meinem Interview sei mit Dina Cohen und sei mit ihr Cousin, was ist zum Bedauern gestorben, Semyon Godiner. Und dann wird ihr hören die Geschichte in meinem längeren Interview mit Dina Cohen. Hatana. Nikita Khrushchev, Face the Nation. Through the eyes of CBS News film cameras located for the first time inside these walls of the Kremlin on Red Square in Moscow,
You are about to see the first secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Nikita S. Khrushchev, face the nation. Asking the questions, Daniel Shore, CBS News correspondent in Moscow. So, if you're ready, sir, let's begin with the first question from Mr. Shore. Mr. Khrushchev, to open first with a subject which I believe is close to your heart, agriculture. You recently stated that the Soviet Union expects in the next few years to catch up with the United States in the production of milk, butter, Schön. Wie ruft man das? Wie heißt das Lied? זה צ'רדש. צ'רדש. מונטי. Sehr schön. Ich habe es gehört. Was ist euer Name? Semyon. Semyon. Von wann seid ihr? Von Russland. Von wo in Russland? Omsk, Sibir. Morgen nach 6 Jahren Krieg ist in Amerika mein Safter. Zayda? Nein. Bobbe. Ich habe ihn nicht gekannt, nur sie gestorben, sie waren in 37 Jahren. Nun, sie gewesen durch den Krovim, Taten meine Bruder und Schwester und einer Taten, ich gewesen ein größer Mensch, Daniel Shore. Is gewesen Direktor von Associated Press. Ist auf der Radio? Ist ein Journalist? Gewesen in russischen Wagen, sie gewesen die Zeit. In Amerika ist Daniel Shore ein größer Journalist. Das ist er? Das ist sehr bekannt. Das ist Eira Korre, was redet er? Ja, ich habe nie gewusst. Er ist ein größer Mensch, sehr bekannter Mensch. Er ist schon jung, er ist noch als da, ja. Ja. Daniel Shore, das ist meine Tante, ein Sohn. Er ist ein Cousin. Ja, ich habe nie gewusst, dass da in Amerika, sie ist gekommen einmal in Russland, das ist in der Zeit, wo sie gewesen Khrushchev. Ist gekommen in Television, hat gemacht ein Interview mit Khrushchev. Is geworden bei meiner Karriere in Omsk. Du weißt, wer sie ist. Ich weiß, aber wissen Sie, Daniel Shore. Ich sag, das ist dein Bruder. Ich hab nie, du hast gewesen in der Zeit, hat mir nie gesucht, ich habe ihn nie gesucht. Aber ich habe mir gesagt, also mein Verwurst hat eine gewisse Familie, weil das gewesen Sohn von dem Tatens Schwester, wenn es so sein, der Bruder, was er gewinnt, meine Familie. Und das gewinnt, meine Familie Godinier. Und Shore darf wissen, weil seine Mutter, die ist ein Thiele. Dina, guten Tag, was macht ihr? Ich mache sehr gut. Schönen Dank. Und was macht ihr? Gut, alles in Ordnung.
Wir Gut. sitzen in der Heim und wir behalten sich von anderen Menschen. Wir sind Ja, nicht weniger wie ja, 6 Füße weg von einem ja. Menschen. Ach, Das ist die heutige Zeit. nicht kein gute Zeiten jetzt. Lassen wir reden wegen freilichere Sachen. Okay, gut. Das wird sein sehr gut. Ich will euch begrüßen. Wir haben nicht zu viel geredet, wir haben sich bekannt durch E-Mail und öfter wollt ihr allein gekannt, ein bisschen erzählen unsere Geschichte, was ist schon mehr wie 10 Jahre alt, unser Ja. Geschichte. Okay, so mit 10 Jahren zurück habe ich gekriegt einen Brief von oder ein E-Mail von Mark David, und hat mir gesagt, als ist gewesen in Israel, hat spaziert Ben Yehuda, Rechov Ben Yehuda, und hat gesucht, öfter wird gefunden, immer was kann reden Jiddisch, hat gesehen, ein alter Mann sitzt und spielt Violin, und etwas von wie hat ausgeguckt. Mark David hat getracht, der Mensch, öfter redet Jiddisch, hat gewartet, bis hat geendigt spielen, und hat ihm gefragt, du redest Jiddisch? Und hat gesagt, ja. Und hat ihm gebeten, erzählen sein Meister in Jiddisch, und das ist ein Mann, was kommt von Sibirien, und ist gekommen zu Israel, weil seine Tochter und Enkelach seien da. Und Mark David hat ihm gefragt, du kennst Demeter in Amerika? Hat gesagt, ja, ich hab allein eine Cousine, Sohn von meinem Vetter, und ist sehr beamtet in Amerika, und sein Name ist Daniel Shore. Daniel Shore hat Mark David gesagt, ja, das ist in Emes sehr Beamter. Hat ihn gefragt, wie weißt du, also das ist ein Krov, ein Karre von deins, hat gesagt, ich habe geguckt auf der Television, das ist gewesen die Tag von Khrushchev. Und ich sehe Khrushchev auf der Television mit einem amerikanischen Journalist, Daniel Shore. Und Emerson hat da reingekommen in Haus, Emerson von der Mischproche, und hat gesagt zu Semyon, was ist der alte Mann von Sibirien, wenn ist gewesen ein junger Mann, hat ihm gesagt, du weißt, wer das ist? Das ist Emerson von deiner Sprache. Das ist Daniel Shore. Ist der Sohn von der Schwester von deiner Tate. Und dann haben sie geredet, und Mark David hat die ganze Geschichte geschrieben in einem Brief zu Daniel Shore. Das ist gewesen ein Jahr, nachdem er ist gekommen zurück zu Boston. Und Daniel Shore, und hat geschickt die Disk von der Interview. Daniel Shore hat mir abgerufen, ist mein Tate und seine Mama, seine Bruderschwester, und er ist gewesen Sache älter von mir, aber wir sind gewesen, ich habe ihn sehr geliebt, und wir sind gewesen sehr ernannt. Hat mir abgerufen und hat gesagt, das ist
ich hab gekriegt das, ich weiß nicht, was es ist. Mein Jiddisch ist nicht so gut. Öfter wirst du hören das und sehen, ob es ist da etwas, ob der Mann, Semyon, ist Tage von unserer Sprache. Habe ich das gelernt und ich bin gewesen, es ist gewesen ein großer Tag. Ich bin gewesen so glücklich und so zufrieden, was wir haben, ich habe gewusst, als das ist der Sohn von meinem Tates ältester Bruder. Es ist gewesen 11 Kinder. Und Kalman, der Tate von Semyon, ist gewesen der Älteste und mein Tate ist gewesen einer von den Jüngeren. Und zwei Brüder, zwei Schwestern sind gekommen zu Amerika und die Mama. Und die anderen sind gestorben, etliche dem Shoah und etliche durch dem Shoah. Und Semyon, Carmen hat mir gewusst, es gewesen in Russland, aber wir haben nicht gewusst, wo. Und alle, mein Tate und sein Bruder und seine zwei Schwestern sind alle tot. Und ich habe das gelernt und ich habe das gemacht auf Englisch und ich habe das geschickt zu jeder einer von der Sprache, was die seien alle, also wie wir seien Cousinen und meine Kinder und wir seien gewesen so zufrieden. Und dann habe ich geschrieben zu Semyon. Ich habe gekriegt, Mark David hat gesagt, als hat ihm gefunden auf Ben Yehuda, Rehov Ben Yehuda, habe ich einen Freund in Eretz Yisrael, wo sie ist eine Stadt, die arbeitet auf she's an urban planner, ich weiß nicht, wie zu sagen, in Jiddisch. Und ich habe ihr geschrieben, öfter kann sie finden, der Adresse von Semyon. Ich denke, wohnt in Jerusalem. Und er ist ein alter Mann. Und ich weiß nicht, ob ich habe gewusst, sein Weibsnamen oder nicht. Und ich habe das ge-E-Mailt zu meinen Freundinnen und in 10-15 Minuten hat sie mir geschickt eine E-Mail mit der Nummer und der wo er wohnt. Habe ich geschrieben, einen Brief, habe ich nicht gewusst, was zu tun. Ich habe das geschrieben in Englisch, in Jiddisch, in Hebräisch. Und dann habe ich das gegeben zu einem Freund, was ist gekommen von Sowjetunion mit Jahren zurück, hat er das geteilt in Russisch. Und ich habe geschickt die 4 Briefe, derselbe Brief, aber in 4 Sprachen zu Semyon. Und das ist gewesen der Anhalt von unser Schreiben zurück, einer mit die andere und mit der andere. Mein Vater hat geschrieben ein Buch von seinem Leben in Jiddisch und ich habe das geteilt in Englisch und meine Kinder haben das mir, die haben das published, wenn ich bin gewesen 70 Jahre alt. Und ich habe geschickt das Buch zu Semyon, weil das ist seine Sprache. Und dann einer von meinen Söhnen ist geflogen mit seinem Weib und seiner Tochter
zu Eretz Israel, haben sie getroffen mit Semyon und die ganze Mischproche. Und dann mit 11 Monaten später haben Harold und ich, mein Mann und ich, seinen geflogen zu Eretz Israel, Kedei zu sehen, zu treffen die Mischproche. Und wir haben sich getroffen und es ist gewesen sehr schön. Und dann haben wir geschrieben, aber nicht so viel, weil es ist schwer zu schreiben, jeden Woche. Der Leben geht on und wir alle sind sehr vernommen mit der Leben. Aber mit der Jahr zurück, eine von den Enkelach von Semyon ist gekommen, hat uns geschrieben, als sie kommt zu New York. Und wir haben ihr gesehen vielmal und wir haben ihr erzählt, dass wegen der Sprache, sie ist sie ist gewesen sehr nah mit ihr Seide Semyon und sie ist sehr interessiert in die Geschichte von der Sprache. Und sie ist also wie ein Enkel von uns. Und sie ist zurückgekommen das Jahr und sie ist gegangen, sie ist gewesen mit uns für Rosh Hashanah und Yom Kippur, mit einer gewesen Schule zusammen. Und dann hat sie getroffen mit anderen Mischproche und mit Mark David. Und dann sie ist zurückgekommen zu uns und jetzt ist sie zurück in Eretz Israel. Und das ist die Geschichte. Ja, sehr wunderliche Geschichte. Ich muss sich entschuldigen, weil ich habe genommen ein Jahr euch zu schreiben. Ich habe gerade Schwierigkeiten zu finden, wo. Ich muss bedanken Dan Raviv, der amerikaner-israelischer Journalist, von mir erzählen, also ich kann das schicken per NPR und das hat geholfen. Aha. Und ihr hat geholfen und es gewann Amachaya zu hören. Und speziell die junge Frau, ihre Cousine, sehr schöne Episode. Ja. Ich weiß auch, was eure Sprache ist ein bisschen zusammengekommen mit mein kleinen Gehilfe. Yes, wir wollen euch gedenken und danken, weil das ist etwas, Yotzem Haklal. I mean, es ist wunderbar, was wir haben als wir haben gefunden, unsere Sprache nach sehr vielen Jahren. Es ist ein Nest. Sehr viel Mal. Ja, und das ist öfter ein Muschel für Menschen nicht unterzugeben, als Sprache können sich gefunden nach so vielen Jahren. In unserer Sprache ist eine ähnliche Sache. Meine Mamas Cousin hat gehabt eine Schwester, was sie ist gefahren zu der sowjetischen Seite von Grenitz war der Machama. Nach der Machama hat keiner gekannt, sie nicht gefunden. Sie gewinnen Spuren von ihr, aber verfallen. Aber es sind dann noch Menschen in unserem Sprache, die haben noch nicht untergegeben und sie suchen ihr Adayan oder ihre Kinder oder wer soll es sein. Hallabei. Right. Lass mir ein bisschen reden wegen euch. Jiddisch ist so natürlich und heimisch, aber ihr mischt das auch Englisch rein, das ist natürlich. Ihr seid doch geboren und gewachsen in Amerika und ihr mischt euch rein modern Hebräisch. Erzählt uns ein bisschen wegen euch und die Sachen. Mein Tate ist gewesen eine verbrannte Polizistin in Polen, was ist jetzt ist es Belarus. Und wenn ist gewesen 19 Jahre alt, hat er gemacht seinen Weg zu Eretz Israel. Und er hat
er ist geblieben in Eretz Israel, ich denke 2 oder 3 Jahre. Er hat gelegt die Ziegel in Jerusalem in Talpiot. Du kennst Jerusalem, Talpiot, hat er und sein Kfuzar, sie haben gelegt die Ziegel zu machen, der Weg. Aber er ist gewesen sehr, sehr krank. Und er hat gehabt Ulcers, er hat gehabt etwas mit dem Herz. Und es ist gewesen sehr, sehr schwer dort. Das ist gewesen nach dem ersten Mohammed. Sein 2 Schwestern und Bruder und Mama seien gewesen in New York, hat er geflogen von Eretz Israel zu New York zu sein mit sie. Er hat gedacht, dass er wird sterben. Und er hat gewollt sein mit seiner Sprache. Aber er hat nicht gestorben und er hat gewohnt in Amerika von dann an. Und er hat verheiratet geworden mit meiner Mama. Sie ist auch gekommen von Polen, dann und Belarus. Ich denke jetzt, öfter nicht, öfter ist das nicht. Anyway, sie haben verheiratet geworden und ich bin geboren in der Bronx. Und mein Tate, ich habe gesagt, er ist sehr verbrannte Polizien, hat er gewollt, als ich soll lernen Hebräisch. Jiddisch ist gewesen meine erste Sprache. In der Haus haben wir geredet Jiddisch. Ich habe nicht gelernt Englisch, bis ich bin reingegangen in amerikanische Schule. Mein Name ist Taka Dina. Und wenn meine Mama hat mir gebracht zum Kindergarten dem ersten Mal und sie haben ihr gefragt, was ist ihr Name? Meine Mama hat gesagt, ihr Name ist Dina. Haben sie ihr gesagt, das ist nicht voran ein Name wie Dina. Wir dürfen ihr geben einen amerikanischen Namen. No? So jetzt bin ich bekommen geworden Diana. Aber meine Mama und Tate und jeder in der Sprache haben mir gerufen Dina. Und so, wenn ich bin gewesen, ich denke 6 oder 7, hat mein Tate mir geschickt zu Shalom Aleichem Schule, wo ich habe gelernt, aber nicht Hebräisch. Und er hat die Polizienschule ist gewesen sehr weit von meinem Haus. Aber wenn ich bin gewesen 8 Jahre alt, hat er gesagt, jetzt kannst du gehen zum Polizienverbandsschule. Das ist gewesen der Aleph-Lesson-Schule. Und es ist gewesen, ich denke, 12 oder 14 Gassen von wo ich habe gewohnt. Meine Mama und Tate seien gewesen haben gegett. Und ich habe gewohnt mit meiner Mama, aber mein Tate habe ich gesehen jeder Woche. Nun, ich bin so in Verbandsschule lernt man Hebräisch und man teitscht zu Jiddisch. So es ist gewesen nur Jiddisch und Hebräisch. Das heißt, man lernt von Chumash und teitscht über ja, Jiddisch? aber von Chumash, aber nicht in einer religiösen Wegen. Wir haben gelernt Chumash, also wie das ist Historie, Literature, es ist nicht, wenn es etliche Jüngler, was haben gewollt sein Bar Mitzvah, haben gegangen plus das zu Talmud Torah, zu lernen für der Bar Mitzvah. Aber in unserer Schule ist es gewesen bloß Eretz Israel und Historie und Volkhood. Ich bin gegangen zu Verbandsschule
Schule, Mittelschule und dann 2 Jahre Lehrerseminar. Und ich bin auch gegangen zu amerikanischer Schule und zu High School und zu College. Wie viel Mal eine Woche? Zur Schule bin ich gegangen 4 Mal eine Woche zu lernen und Schabbos und Sonntag zu singen und zu tanzen. So, ich bin gegangen 6 Mal eine Woche nachdem, was ich habe gekommen zurück von Schule, von amerikanischer Schule. Aber ich habe ich bin gewesen sehr interessiert und das ist gewesen sehr gut. Ich habe das gegleicht als Sache. Ich bin ein Student. Ich bin und das ist gewesen sehr gut von mir. Und so habe ich gelernt Hebräisch, habe ich gelernt Jiddisch. Dann, wenn ich bin gewesen am Mama mit mein Sohn seinen geworden älter, habe ich gegangen zurück zu lernen Hebräisch, weil wir haben gewollt in 1967 haben wir genommen unsere erste Reise zu Eretz Israel. Ein Monat früher von der 6-tägigen Milchkammer. Wir sind gewesen dort im Mai und wir sind gefahren Saf Mai und dann ist gewesen Saf Mai und dann ist gewesen die 6-tägige Milchkammer. Aber so habe ich gelernt Hebräisch noch einmal in einer Midrasha 6 Jahre. Und dann bin ich gewesen als Lehrer in einer Schule in einer Schule da in New Jersey. Aber das ist nicht gewesen gut von mir, weil die Kinder haben nicht gewollt sein dort. Und ich habe nicht gekannt lernen sie Hebräisch. Ich habe gedacht, sagen, nein, du kannst nicht spielen wollen jetzt. Du darfst sein da. Und das ist nicht gewesen gut von mir. Dann habe ich gegangen zurück zum Social Work School und ich habe gearbeitet für die Föderation, für die jüdische Föderation da in Amerika 26 Jahre. Und das ist gewesen sehr gut von mir. Und so hier habe ich gekannt, Fragen zu Eretz Israel als Sachmal und wir haben Freund dort, aber wenn ich habe gefragt, habe ich nicht gewusst, als ich habe gesprochen dort. Und das ist mein Meister, das ist wo ich und jetzt ich halte eine Jiddisch-Klasse jede Woche bei mir in Heim. 7, 8 Menschen kommen und wir reden Jiddisch. Es ist sehr gut. Ja, das ist ich fühle sehr gut, als das, was ist gewesen, wenn ich bin gewesen ein Kind, kommt zurück, wenn der Leben kommt, bald so etwas. Ich bin 92 und ich bin sehr zufrieden, was ich kann nutzen Jiddisch noch einmal. Mit Menschen, was wollen lernen und was wollen reden in Jiddisch. Und ich lerne Hebräisch nur zu reden, weil ich will nicht vergessen, der Hebräisch. So, das ist mein Meister. Ihr seid ja jetzt in meiner Klau. Es ist sehr selten zu bekennen, ein Mensch, also jung wie ihr, was redet Jiddisch, also fließend, geboren geworden in Amerika und weißt euch, ihr kennt lesen und schreiben euch und kennt euch Hebräisch. Das ist eine Seltenheit.
wir haben nicht so viel Zeit, aber ich habe gewollt wissen von euch, ob ihr seid bequem zu reden wegen dem. In eurer Zeit ist gewesen selten zu haben gegette Tate Mamas, Emmes? Yes, ja. Ich bin gewesen die einzige, ich habe nicht gewusst, kein anderer, wo die Mama Tate seine gegett geworden. Und es ist gewesen sehr schwer, weil ich bin ein einziges Kind. Und aber was hat gemeint zu mir, als mein Mann und ich seinen verheiratet, haben Chassana gehabt mit 71 Jahren zurück. Wir haben 3 Kinder und ich bin sehr starker Mischproche Mensch. Mein Kinder wissen, als Mischproche ist sehr wichtig und man jetzt zu sein vergeht ist jeder einer, gemacht. Alle junge Menschen, als Sach während, haben vergeht. Aber die Kinder darfen wissen, als es ist nicht so Welt, man darf gewinnen Starkheit, wo man kann und machen eine gute Leben. Ich meine, ein gutes Leben mit Freundinnen, mit Kräuvim, was wird geben die was man darf haben in einer Sprache. Und man hat Tate Mama und Kinder, so man gefindt die Sachen, was seien die sehr wichtig in einem Leben. Und man hat das nicht allein, darf man das machen vor sich, als man wächst. Du verstehst, was ich gesagt habe? Ja, ihr schätzt ab, also ihr habt Chassana gehabt, ihr schätzt ab eure Beziehung, eure Mischproche, ihr nehmt das nicht auf gewiss, auf sicher. Und wie man sagt auf Englisch, don't take it for granted, ja? Right. Und aber zurück zu eurer Kindheit, ihr seid geblieben nonnt mit sein Tate, sein Mama und haben sie von eurem Standpunkt geführt, sehr also gut wie möglich, meint ihr? Nein. Meine Mama hat gehabt psychologische Issues, wie man sagt. Und sie ist nicht gewesen eine gute, es ist nicht gewesen gut, wenn sie seinen gewesen zusammen, und es ist nicht gewesen gut, wenn ich habe gewohnt mit ihr, aber es ist gewesen, was es gewesen. Sie ist gewesen sehr arm, aber jeder in jener Tag, das ist nicht gewesen wichtig, weil jeder ist, wir haben gewohnt mit armen Menschen, aber sie hat gehabt, ihr Leben ist nicht gewesen ein gutes Leben. Und aber ja, ich habe gehabt meine Tate und mein Freund, und ich habe gemacht Freundinnen, was seinen gewesen sehr wichtig zu mir. Und
Ihr sagt, dass ihr seid sehr reingetan in eine jiddische Schule, eine Verbandsschule, wo man hat gelernt Klassen auf Jiddisch. Hat ihr noch Freundinnen oder Chaverim von jener Zeit? Ich habe Freundinnen, sie wohnt in Florida, so jetzt reden wir, ich habe geredet mit den Nächsten. Wir seien Freundinnen, wir seien gewesen 8 Jahre alt. Wenn ich bin reingekommen in Verbandsschule, sie ist dort gewesen. Die Schule ist gewesen runter im Basement und sie hat gewohnt auf dem 5. oder 6. Stock. Und also wie ich habe dir gesagt, ich habe gekommen 12, 13 Gassen zu kommen zur Schule. Ihre Mama hat ihr geschleppt bei Haar zu kommen in derselben Binien. Aber wir haben gemacht eine Freundschaft und wir seien gewesen Freund von 8 Jahre alt bis heint. Und ihr Mann ist schon tot, aber wir seien gewesen sehr, sehr nah eines zum anderen durch dem ganzen Leben. Aber sie ist, etliche von unseren Freunden haben gemacht alle Jahre, etliche Sachen seien tot, aber wir seien Freund bis der Sof. Bis 120, lassen wir hoffen. Ja. Okay, gut. Lassen wir hoffentlich können reden noch einmal, aber es ist gewesen eine größere Vergnügen zu reden mit euch und ich bedanke euch. Sehr gut. Es ist ein Vergnügen von mir. Es ist ein Vergnügen von mir euch. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Der Zimmertog hinge, Blätter vergeilte, liegen auf dem Grab. In die Rajoines, alte Chaloime, sie gehen zurück, Zimmertog. David Brown, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Was machst du? Dank. Ganz mit, weil es endigt sich jetzt die 6. Woche, die letzte Woche von der Sommerprogramm bei MIVA. Faktisch bei mir ist das die 7. Woche, weil es hat sich angehäubt mit der Woche Überchaser-Kurs. Und es bleiben noch 2 Wochen, aber nicht von der ganzen Programm. Also ja, Sacharbeit ist auch reingelegt geworden in dem. Und mir fehlt es noch 7 Wochen nicht aufheben die Kopf. Aber es ist sehr zufriedenstellend. Jascha Koech, du machst jiddische Geschichte. Wegen dem kann man reden noch eine Sache länger, aber jetzt will ich als Menschen sollen hören wegen dem Konzert zum 100. Jahr von Bela Schechter, Gottesmann, Alea Shalom. Und du bist zwischen die Produzenten von dem, erzähl uns ein bisschen wegen dem und wegen deiner Beziehung mit Bela Schechter, Gottesmann, auf einen Fuß. Gut, ich habe lange Jahre gekannt Belen und die Welt weiß, was für ein talentierter Mensch das ist gewesen, in verschiedene Truppen von Kunst und von jüdisch Volkswissen, von Volksgesang, allein an Österreichern von jüdischen Lied, a Schreiberin von Poesie, a Malern und Zeichnerin
Und dem Sonntag, das heißt dem 9. August, 1:30, das heißt 1:30 bei Tag, wird sein ein Programm für der Welt anzugucken. Lezecher ihr, oder besser gesagt LeCovid, ihr 100. Geburtstag, wenn sie wohl noch gelebt, wird sie gewesen 100 Jahre alt. Und es werden sich beteiligen gute 20, knapp 20 bekannte Mischproche-Menschen, Künstlers, was haben sich inspiriert von ihr, und verschiedene Menschen, was haben gearbeitet mit ihr oder gehabt zu tun mit ihrem Werk über die Jahre. Und ich bin einer zwischen sie, ich bin im Planierkomitee und ich lehne vor, ein Kurzlied ist meine Beteiligung in Tag von der Sache, vom Konzert, wird sein nur eine halbe Minute, weil ich will vorlehnen, ein kleines Lied, was sie hat geschrieben, ein poetisches Lied. Aber die alle anderen Sachen werden sein, gar schöne musikalische Ausführungen und euch sich freuen wegen ihr und Auftritten von ihren Mischproche-Menschen und andere, wenn man sie hat inspiriert mit ihr Gesang und mit ihrer Kunst. Und lass mich geben dem Titel, das ist Bela 100, Celebrating a Century of the Yiddish Songs, Poetry and Artistic Vision of Bela Schechter Gottesman. Und Elshad, kannst du das geben auf Jiddisch? Und wird es sein zum Teil oder zum ersten Teil auf Jiddisch? Das wird sein in ganzen auf Jiddisch praktisch. Ja. Okay. Und das wird sein unter dem Patronat von Asach verschiedene Organisationen, was haben sich vereinigt, Kedei zu produzieren dem Tag, dem Konzert. Es wird sich anheben 1:30, weil das ist die traditionelle Show, wenn es kommen vor die Unternehmungen in Shalom Aleichem Kulturcenter in Bronx, als man begegnet sich Ponem dort in die Sonntagen. Und der Ort ist gewesen sehr wichtiger in Belas Leben. Hat die Zeit und die Tradition von Anheben in der Sonntag 1:30 uns inspiriert, weiter zu führen, die Tradition. Okay, gut, David, schönen Dank noch einmal. Das kommt vor dem Sonntag, dem 9. August, 1:30 nach Mittag. Und das ist die Liste von den Beteiligten. Michael Alpert, Sharon Bernstein, David Brown, Esther Gottesman, Itzhak Gottesman, Janet Leuchter, Sasha Luria, Sarah Meyerson, Ethel Reim, Benjamin Schechter, Reine Schechter, Tema Schechter, Gittel Schechter, Vishwanat, Asya Weissman, Schulman, Lawrence Glamberg, Alicia Svigals, Perel Tatebaum, Teresa Tova, Lucette Vandenberg, Arun Arale Vishwanat, Josh Valetsky, Schifra Weitman, Hi Wolf, Janina Verbs, Sveta Kundish und Patrick Farrell und Shane Baker. Yasher Koyach euch alle. Dank mehr mit uns Herren Sonntag. Ja, und eine wichtige Sache, das darf man sich wenden zu yivo.org/Bela100, BEYLE 100. Ja, das geht die Sache zu verregistrieren. Aber Tomer ist man nicht verregistriert bis der letzte Minute, können wir das haben auf YouTube und auf Facebook, weil das ist eine FaceTime-Unternehmung. Oder Live Face, ich habe vergessen, wie sie heißt akkurat. Aber durch Facebook können wir sich zuhören zu der Unternehmung. Gut, mit dem rechten Fuß. Schönen Dank. Danke, Meir. Shane Baker, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Gut zu reden mit euch und speziell ist es in ein paar Tage herum euer Auftritt, LeCovid, dem 100. Geburtstag von Bela Schechter Gottesman. Was geht man? Was heißt der Konzert Bela 100? Das ist eigentlich der Einfall von Benjamin Schechter, ihr Psemenik und Mitarbeiter, weil er hat geholfen beim Zugreifen der Melodies von der Sachlieder oder verschreiben. Und er ist gekommen mit der Gedanke, als Artisten, wo seine Gewinn non zu wählen, sollen oder reden wegen ihr, vorlegen in ihr Poesie oder singen ihre Lieder. Das heißt, dass der Riker wird das sein Singlieder, aber es wird euch sein, Zechroines, Erinnerungen wegen Beilen allein und ein paar Menschen werden vorlehnen von ihren Poemen. Ja, ich gedenke nicht
im ganzen Wiepel, es ist da etwas und 20 Menschen, was treten auf und es folgt gekannt sein, schon 2 oder 3 oder 4-mal so viel, wenn alle das haben gekannt und lieb gehabt wählen und was nützen ihre Lieder heutzutage sollen sich beteiligen. Und ihr seid der MC, ja? Ja, ich bin der Konferencier. Ja. Das heißt, ich will reinführen das Programm und machen ein paar Bemerkungen in Mitten und geben eine Reis für euch. Aber es ist da, ich habe nicht gezählt, aber jeder eine tritt auf. Meisje Albert, David Brown, Kemat die ganze Mischproche Gottesmann und Schächter ist ein bisschen vernommen damit. Perl Teitelbäum, Perls Kinder haben gemacht ein Video von einer von den Liedern, was wir weisen. Das war eine Sache interessant und neue Sachen. Ja. Shane, was ist gewesen eure Verbindung mit Bela Schächter, Gottesmann? Ich habe bei ihr gewohnt, eine Zeit auf der Bainbridgevke. Ich bin gewesen ihre Quartierant und ich habe euch gearbeitet mit ihr, ich dachte noch einmal in der Woche, eine längere Zeit. Und ich habe verbracht eine Sachzeit mit ihr und ich habe gelernt eine Sache bei ihr. Ich habe auch gelernt eine Sache bei ihr, verbringen mit ihr, hören ihr Jiddisch, verschreiben Werte, wo sie hat sich plötzlich der Mond in sie und meint, dass man nützt sie nicht. Und sie gewinnen sozusagen eine Madrecht für eine Sachmenschen von einem jüngeren Jiddischisten. Wir stammen von einem älteren Jiddischisten noch. Was heißt der jüngere Dor? Von alle Deures bis sie ist weg mit der 7 Jahren zurück. Sie hat allemal warm aufgenommen, neue Menschen in der Welt von Jiddisch, sie gemutigt zu reden, ein Jiddisch Wort. Punkt, also wie ihr Bruder Mordechai Schächter, dass sie gewinnen eine Sprache Jiddischisten, ist noch alt eine Sprache Jiddischisten. Aber sie gewinnen eine geistige Mann, zu einer Sachmenschen, das haben sich vernommen und vernehmen sich noch alt mit jiddischen Liedern, mit jiddischer Poesie und mit jiddisch Beklau. Sie hat ihr ein besonders spezielles, beliebtes Lied, ein Poem oder Lied oder ein Werk von ihr? Ich habe sehr oft gehabt und sie hat sich der Mund in die Kinderjahren und in ein paar Lieder von Wiener Operette und euch ein Lied, was die Kinder vielleicht singen. So eine von den nicht gewähnt Kamartlieder, aber eine, was als Latte, was die Arbeit bei Liebe auf dem Markt dort in Schernowitz. Aber ich habe ein Video auf Vimeo, wo sie sitzt und singt ein Lied von der Wiener Oper. Sie ist gesessen dort beim Tisch in Esssaal in ihr Haus auf der Bainbridgevke und gesessen mit aufgefrischter Brot in einer Hand und eine Zibbele in der anderen Hand und genascht von Zibbele und gemacht mit dem Breitel und gesungen ein Lied. Ich komm nach Haus von dem Büro, mir steht der Kopf, ich weiß nicht wo, und du liegst da auf dem Sofa. Ich gedenke nicht, das ist korrekt, aber es ist etwas, ja, das ist, schön. Ich werde vor die Augen, wie sie singt das, ja. Schön ist es eines. Gut, wir ermutigen alle Zuhörer, sollen laufen zu registrieren und kommen bei sein Sonntag, dem 9. August 2020, 1:30, 1:30 Nachmittag, das ist New Yorker Zeit. Shane, auf einen Fuß könnt ihr übergeben die Brote wegen dem 12. August, was
ihr und mir seien von den Gezählten, was gedenken das und ermahnen das und haben Programme wegen dem. Ja, ich arbeite zusammen mit Miri Choral und Mittwoch, am 12. August, 2 New Yorker Zeit, weil wir herausgeben auf unserer Facebook-Seite von Congress for Jewish Culture ein Programm mit Dr. Keller, mit der Übersetzerin und Poetesse Maya Ebrona, mit dem Pianist Evgeny Kisin, mit Uren Rickman und Jelena Schwulenson, Eleanor Riese und ein paar andere Menschen wollen noch sein darin. Und wir wollen auch der Mann in die umgebrachte jüdische Schreiber von Sowjetenverband, wo sie gewinnen die größte Hoffnung von jüdischer Poesie und Prose noch in Chorben und es ist frühzeitig verschnitten geworden von dem Roche. Dass man hören und sagt, sehr gute Lieder, ja. Und Paddy Farrell und Sveta Kundisch wollen es auch euch beteiligen in dem. Sie hat gefunden ein paar ausgezeichnete Lieder, was sie singen. Ja. Es tut sich auf Tisch und auf Bank auf der jüdische Gas. Da mit dem Zoom. Noch einmal, wie so verbindet man sich oder mit Facebook oder mit der Webseite? Man darf finden im Congress for Jewish Culture auf Facebook und reingehen in their Video, dem 12. August. In Boston und New York, 2 noch mit. Kommen Punkt in der Zeit zum Kulturkongress auf Facebook heißt es. Und heute, man hat es nicht damals, wollen wir das auflegen auf YouTube später. Ihr habt gemacht feine Programme. Ich bin beigewesen bei etlichen und ich begrüße euch und wünsche euch alles gut. Lassen wir alle sein gesund, ja? Ja, das ist der Recker. Schön, ich hoffe zu reden mit euch weiter in der nächsten Zukunft bei Gelegenheit und ich gucke euch auf euer Programm kommenden Sonntag. Kultur mit dem rechten Fuß. Es ist Herbst und was gegrient für Geld verwianet. Es ist Herbst und was gebliet für Geld. Und ich was gemeint sie ständig Frühling und ich halt in Hand die ganze Ewigkeit. Oh, fallen dicke Blätter, oh, fliehen dicke Tag, oh, wie will ich jetzt der Blongen, wenn es Lied gedicht der Neppel auf mein Weg. Krakenvögel, sagen treurig sei gesund dir, krächzt in Fenster uns, klagt der Wind. Oh, wie wollt ich jetzt da weg von dannen, zu na Breg, wie noch der Frühling grint. Oh, oh, fallen die Blätter, oh, oh, fliehen die Tag, oh, oh, wie will ich jetzt der Blongen, wenn es liegt dir der Nebel auf mein Weg. Flieht der Regen, a Galopp auf wilden Pferd, räumt mir einer Sog, hat mich holt. Zu wo darfst du warten auf den Frühling, als es hat Ross in volle Keuschen Gold. Oh, fallen dicke Blätter,
Sonje